Der Daniel war ein Prophet. So gut wie er konnte, hat er versucht, Gott mit seinem Leben zu gefallen. Gott hat Daniel mit Weisheit gesegnet und hat ihm geholfen, auch das Richtige zu sagen oder zu entscheiden. Darum hat ihn der König Darius auch sehr geschätzt und hat ihn als seinen Berater eingestellt. Das war natürlich schön für Daniel, am Hof vom König zu arbeiten. Doch ein paar Männer waren eifersüchtig, weil der Daniel so beliebt war. Darum haben sie sich einen Trick ausgedacht. Der Daniel, immer fragt der König ihn um Rat. Der nervt mich Anfang. Am liebsten wäre mir der Daniel gar nicht mehr im Schloss. Ich habe eine Idee. Der Daniel, der glaubt doch so fest an Gott. So können wir ihn ausschalten. Wir machen es doch so. Oh yes! Hey, Bombenidee! Komm, wir gehen zum König. Was wollt ihr? Oh König, wir haben eine Idee. Wir brauchen ein neues Gesetz, das für das ganze Volk gelten soll. Niemand mehr soll zu Gott beten, sondern nur noch zu dir. Und falls das jemand gleich machen sollte, wird er in die Grube der Löwen geschossen. Das wär's doch. Schliesslich bist du der mächtigste Mann im Königsreich. Wow, dass ihr euch so viel Gedanken macht. Ja, die Idee klingt also noch gut. So soll es sein. Ich befehle das gerade für das ganze Königreich. Und so hat ab sofort das neue Gesetz gegolten. Der Daniel hat auch davon gehört. Aber er war mutig und hat gesagt: Ich liebe Gott so fest und mir ist es wichtig, mit ihm zu reden. Ich werde trotz dem Gesetz nicht aufhören, zu Gott zu beten und ihm zu dienen. Ich habe keine Angst vor den Menschen und vor dem König. Du kennst die Situation vielleicht auch. Jemand von deinen Freunden will, dass du bei einem Seich mithilfst. Du weisst aber eigentlich genau, dass es etwas ist, was du nicht machen solltest. In so einer Situation ist es am besten, wenn du dich wie Daniel entscheidest, das Richtige zu machen. Das, was Gott Freude macht und nicht das, was vielleicht deine Freunde von dir wollen. Die eifersüchtigen Männer haben Daniel ausspionieren. Sie haben gesehen, dass er zu Gott betet und sie dann alles am König berichten. Oh König, wir haben im Fall beobachtet, wie der Daniel zu Gott betet hat. Das darf er ja nicht nach dem neuen Gesetz. Du musst ihn bestrafen. Das hat jetzt der König aber sehr traurig gemacht. Was, der Daniel? Mein treuer Berater. Ich will ihm doch gar nichts antun. Aber ich muss mich an das neue Gesetz halten. Ich muss den Daniel in die Grube mit den hungrigen Löwen schiessen. Aber ich hoffe, dass am Daniel sein Gott ihn wird beschützen. Der König hat seinen Befehl nicht zurücknehmen. Seine Diener haben den Daniel noch am gleichen Tag festgenommen und ihn in die Löwengrube geschossen. Am König ist an diesem Abend nicht gut gegangen. Es hat ihm sehr leid getan, dass der Daniel als die Nacht für die Löwen wird enden. Am Morgen darauf ist der König sofort zur Grube gesprungen. Er hat gehofft, dass Gott den Daniel vielleicht doch gerettet hat. Daniel, hörst du mich? Sag, hätte Gott retten von diesen Löwen? Ja, mein König, ich bin hier. Mir geht's gut. Mein Gott hat einen Engel geschickt. Der hat den Löwen das Maul zugehabt. Die Löwen waren ganz lieb zu mir und haben mir kein Haar gekrümmt. Und ich konnte die ganze Nacht gut schlafen. Der König ist fast verplatzt vor Freude, dass Gott Daniel gerettet hat. Er hat Daniel aus der Löwengrube nehmen. Es hat ihn so beeindruckt, dass er ein neues Gesetz herausgegeben hat. Von jetzt an soll jeder an den Gott von Daniel glauben. Er ist der lebendige Gott. Er hilft denen, die in Not sind, die Wunder tun kann. Und er hat Daniel von den Löwen gerettet. Gott hat Daniel beschützt, seinen Mut belohnt und einen Engel in die Grube geschickt, der die hungrigen Mühler von diesen Löwen hat verschlossen. Gott ist so mächtig, ihm ist nichts unmöglich, auch wenn es manchmal hoffnungslos aussieht.